Zuerst möchte ich sagen, Sima Perochelame. Ich freue mich sehr, hier zu sein und möchte Ihnen gerne einen ganz kurzen Einblick geben in die Forschung, die ich mache. Mich hat immer fasziniert, dass was eigentlich das kleine, der Mikrobereich uns über den Makrobereich sagt. Was können wir, wenn wir eine einzelne individuelle Biografie anschauen, verstehen über das große Ganze? Wie entsteht ein Kollektiv daraus? Und die Sprachwissenschaft hat hier, glaube ich, eine ganz wesentliche Rolle, wenn sie Biografien untersucht. Und das werde ich Ihnen jetzt an einem Beispiel sagen. Weil mich das eben interessiert hat, wie entstehen denn Gruppen im Bildungssystem, in der Migration, in der Diaspora? Wie entstehen Gruppen, die sich zusammengehörig fühlen? Deswegen haben wir in den letzten Jahren mit ca. 190 Familien so ungefähr zusammengearbeitet und die Biografien, vor allem die Sprach- und Bildungsbiografien, erfragt. Es ist eine große Varianz in diesem Sample. Also wir haben Familien aus den Gebieten des ehemaligen Jugoslawien drinnen, wir haben Familien drinnen, die aus der Südosttürkei ursprünglich kommen, also Großeltern oder Eltern in der Südosttürkei geboren sind. Die Familien leben entweder in Istanbul oder in Wien und da haben wir sie auch befragt. Und ich gehe jetzt nur auf einen einzigen Fall ein und möchte anhand dieses Falles präsentieren, wie ein Sasaki-Sprecher seine Identität in einem biografischen Interview darstellt. Wir haben den Leuten freigestellt, die Sprache zu wählen, die sie verwenden wollen in diesem biografischen Interview. Und irgendwie haben wir meistens begonnen mit dem Begriff Muttersprache oder Erstsprache. Wir haben gesagt, also wie gesagt, unser Thema, die Interviewerin hier und dieser Mann hier hat Türkisch gewählt als Sprache im Interview und die Interviewerin fragt ihn nun, wie ist denn das, was heißt denn zum Beispiel für Sie Muttersprache? Die Interviewerin wusste, der Mann kommt aus Elazığ und er wird vielleicht etwas erzählen über Kurdisch oder über Sasaki. Also was heißt für Sie zum Beispiel Muttersprache? Ja, also ich lese nur die deutschsprachige Übersetzung jetzt, Sie können das Türkische natürlich lesen. Muttersprache ist das Dings des Menschen vom Zeitpunkt seiner Geburt an, also die Sprache, die er vom Zeitpunkt seiner Geburt anspricht, das Dings, das er spricht, also Sprache. Naja, die Interviewerin ist nicht ganz, also sie will mehr wissen natürlich und es stellt sich dann auch heraus, dass er sehr gerne erzählt, sehr ausführlich erzählt und sie sagt dann, okay, also wenn wir jetzt zu ihrer Kindheit zurückgehen, als sie angefangen haben zur Schule zu gehen, wie war das für sie? Sie wollte natürlich auch wissen, wie war das sprachlich für sie, ja, es muss ja, wenn sie eine andere Sprache als Türkisch zu Hause gesprochen haben und sie sind in Elazığ aufgewachsen, dann war das sicherlich eine Schwelle. Da sagt er drauf, nun, als ich natürlich begonnen habe, war das Ding der Schule sehr schwer für uns. Damals war es sehr schwer, Bildung zu kriegen. Stift, Heft, Buch gab es nicht. Hinzu kommt sogar etwas zu essen. Also das war sehr schwer, das Leben. Er macht lange Pausen, wenn er erzählt. Wir konnten keinen Stift, kein Heft finden. Manchmal war es sogar so, dass wir ein Heft, das wir in der 1. Klasse benutzten, im 2. Jahr wieder benutzten. Es war schwer. Also die Grundschule habe ich 5 Jahre besucht, dann gab es in unserem Dorf keine Mittelschule, kein Gymnasium und so weiter. Dann bin ich in die Kreisstadt gegangen, 2 Jahre bei einer anderen Familie gewohnt. Ja, das war eine bekannte Familie. Da waren wir, dann sahen wir, dass es so nicht geht. Wir haben ein Zimmer gemietet, ich lasse es aus, ich möchte Ihnen einfach zeigen, wie viel er erzählt. Ja? Also, aber was erzählt er? Er spricht, worüber spricht er nicht? Ja? Das ist ja das Interessante. Also wie schwierig das war, wir nahmen das Essen aus dem Dorf, dann gingen wir zurück in die Stadt, in die Schule gingen wir, am Montag Schule, am Freitag gingen wir ins Dorf und mit Mühe machten wir das Gymnasium fertig. Dann wollte er offensichtlich auf die Uni gehen und da hat er an den Prüfungen teilgenommen. Es gab 2 Prüfungen.
Und bei der ersten, er weiß sogar noch, er ist 45 Jahre alt, als wir das Interview geführt haben, er weiß noch die Punktezahl, die er bekommen hat bei den Aufnahmeprüfungen für die Uni. Ja? Also so wichtig war dieser Bildungsweg für ihn in diesem Interview. Bei der Fächerwahl, das musste man richtig treffen, also jeder von Ihnen, der das türkische Bildungssystem kennt, weiß, da muss man die richtige Wahl treffen, sonst kriegt man überhaupt keinen Zugang zu den Fächern, die man studieren möchte. Ich hatte die falsche Wahl getroffen, sagt er. Die zweite Prüfung kam, ich hatte gar nichts erreicht. Also ehrlich, 125 oder 225 Punkte habe ich gekriegt, gar keine Uni hatte ich geschafft. Ich habe gearbeitet, dann eben die Schule fertig gemacht. Dann bin ich gegangen, habe ich Militärdienst gemacht und kam wieder. Und jetzt gibt es einen Kurs, jetzt lernen wir Deutsch, das ist sehr schön. So, wunderbar, also er erzählt wirklich gerne, aber worüber hat er überhaupt nicht gesprochen? Ja, über die Sprache. Sehr gut, wunderbar. Die Interviewerin gibt nicht auf. Also gut, wenn wir jetzt zurück zu ihrer Kindheit zurückkehren. Ja? Ihre Muttersprache ist Kurdisch. Ja, meine Muttersprache ist Kurdisch. Und dieser kurze Satz, also von einem Menschen, der viel spricht, der viel erzählt, ja, kommt auf die Frage nach der Sprache, kommt ein ganz kurzer Satz und dann lässt er es so. Ich habe hier eine kleine Skizze, also so eine Darstellung angefertigt, damit man die Genese der Sprachen durch dieses Leben hindurch ein bisschen auch mit Farben markiert verfolgen kann. Nach oben zu sehen Sie die Kompetenzstufe, wie gut diese jeweilige Sprache erworben wurde, und nach horizontal ist es die Zeitachse natürlich. Nun, Kurdisch, er bezeichnet es als Kurdisch, ich sage jetzt rückblickend, es stellt sich dann heraus, es ist Sazaki. Sazaki, aber ich bezeichne es hier als Kurdisch Sazaki, weil das der Begriff war, den er gewählt hat. Und ich denke, das ist wesentlich. Vor der Geburt, als er auf die Welt kam, in der Nähe von Elazığ, da sprach man in der Familie Kurdisch Sazaki. Dann ist immer mehr Türkisch in die Familie reingekommen im Dorf auch, und als der Vater, der heute 45 ist, damals als Kind in die Schule kam, Vater sage ich deshalb, weil er der Vater eines Kindes ist, das wir dann noch näher auch begleitet haben durch seine Bildungsbiografie. Jedenfalls dieser Mann hat dann in der Schulzeit natürlich immer mehr Türkisch gelernt und immer mehr Türkisch verwendet. Dann sind sie migriert nach Istanbul, dann war sowieso Türkisch relativ dominant, immer mehr dominant. Und dann ist man nach Österreich gekommen. Hier wird das erste Kind geboren und dieses Kind ist nun auch in unserem Sample in der Untersuchung gewesen, ein Mädchen. Und wir fragen jetzt den Vater, okay, wie ist das mit den Kindern? Bringen Sie den Kindern auch Kurdisch bei, also Kurdisch Sazaki bei? Naja, sagt er, also wir sprechen sehr viel Türkisch zu Hause und ehrlich gesagt, also wir bemühen uns so gut es geht, dass die Kinder wirklich, weil wir hier leben, wir wollen, dass die Kinder wirklich ein richtiges Deutsch lernen. Also das ist die Frage bringen Sie den Kindern Kurdisch bei? Ein wirkliches Deutsch mit allem. Ja? Wir sind wieder nicht bei Kurdisch, jetzt sind wir bei Deutsch. Ja? Also es geht ihm sehr stark um den Bildungsweg. Okay, dann kommt also Deutsch mehr und mehr in die Familie. Das Kind, die Kinder bringen natürlich aus der Schule auch sehr viel Deutsch in die Familie nach Hause mit. Und nun, in jedem von diesen biografischen Interviews müssen Sie sich vorstellen, die haben circa 1 Stunde, 1,5 Stunden gedauert. In jedem von diesen Interviews gab es eine Schlüsselstelle. Also wenn ein Interview gut gegangen ist, dann haben die Menschen an einem bestimmten Zeitpunkt, etwa in der Mitte, eine Geschichte erzählt, die für sie sehr wesentlich war und sehr symbolträchtig. Und diese Geschichte folgt jetzt und ich werde Ihnen zuerst zeigen, was er erzählt und nachher sagen, auf welche Frage er das erzählt hat. Ich möchte eine Geschichte erzählen, sagt er zur Interviewerin. Also, das geht so. Sie haben mich an einen Ort verwiesen. Und nun achten Sie darauf, wo lacht er, wo macht er Pausen. In eine Siedlung, um ehrlich zu sein. Die Siedlung war etwas weit von unserem Dorf und jetzt lacht er. Alphabetisierer nannten sie das. Das war die Alphabetisierungskampagne in der Osttürkei in den 80er Jahren. Wir sind auch gegangen, sowieso hatten wir die Uni nicht, er hatte ja die Uni-Prüfung nicht geschafft, ja. Und jetzt gehen wir wenigstens etwas Geld verdienen. Einen 3-monatigen Kurs gaben sie mir.
Als ich dort ankam, in dem Dorf, wo ich hingegangen bin, macht da wieder eine lange Pause, lag 2 Meter hoher Schnee. 2 Meter hoher Schnee. Lange Pause. Jetzt, wir sind gegangen, also niemand will Dings machen, also er sagt nicht was. Jetzt dieser Alphabetisierungskurs, den ich meine, ist nicht für, also er ist nicht so für Kinder, er ist für Erwachsene. Wie auch immer, Pause. Der Dorfvorsteher gab uns einen Platz. Hier werden Sie lesen und schreiben, Dings machen. Und das sagt er jetzt sehr emphatisch. Alle meine Sachen habe ich natürlich mitgenommen, also Bücher und so. So haben wir Dings gemacht. Wir werden gehen und unterrichten, sagt er lachend. Lesen und schreiben. Ich hatte 10, 14 Schüler. Ich hatte 14 Schüler. Kein einziger ist gekommen. Ja, warum sind sie nicht gekommen? Jetzt, die Umstände erschwerten ihr Kommen. Die Wohnungen von allen sind an einem anderen Ort. Ja, alle haben auch Kinder. Hinzu kommt, aufgrund von Dings, aufgrund von Kälte, von Schnee, wirklich, also vielleicht innerhalb von 3 Monaten starben 9, 10 Kinder. Warum? An der Grippe, an den Dings, an der Kälte. Ja, an diesen einfachen Dingen. Der Mann kann sein Kind nicht nehmen und zum Arzt gehen. Also er kann nicht in die Kreisstadt gehen. Es gibt keinen Arzt, kein Dings. Diese Geschichte, diese Schlüsselgeschichte für ihn, da geht es, Sie merken es wieder, es geht erstens um Bildung natürlich, das für ihn sehr wichtig ist, aber zweitens, das war die Antwort, das war seine Antwort auf die Frage, wollen die Kinder auch Kurdisch lernen? Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Das heißt, diese Identitätskonstruktion, ja, wer will in dieser Familie welche Sprache lernen? Ja, sagt er, natürlich wollen die Kinder die Sprache lernen, denn ein Mensch sollte wissen, woher er kommt. Und auf diesen Gedanken setzt er fort mit dieser Geschichte, woher kommen wir? Was ist unsere soziale Herkunft? Sie sehen, dass hier die Sprache Kurdisch Sazaki ein soziales Symbol ist, ein sehr starkes, das ist die Sprache, die nicht mehr gesprochen wird. Er sagt, er spricht mit den Kindern ja vor allem Türkisch eigentlich und das Kind tendiert auch zum Deutschen, aber die Sprache ist da als, woher sind wir gekommen? Es wird also so, das hellblaue Türkisch dominiert, das Deutsch wird immer dominanter und das Kind hat eigentlich als stärkste Sprache Türkisch, mag Kurdisch aber sehr, versucht dort tatsächlich auch ein bisschen zu lernen und tendiert auch sehr stark zum Deutschen. Ich habe diesen Typus, den sogenannten, also ich habe ihn Zwischenhalt genannt, weil in dieser Familie sehr viel Dynamik drinnen ist. Sie gehen offensichtlich von einer Sprache über eine andere zu einer dritten. Und das ist diese Situation muss man sich vorstellen im Bildungswesen, ja, der Weg über 3 verschiedene Sprachen. Jede Generation in dieser Familie ist auf einem anderen Stand. Wieder ein tolles Beispiel, wie er Identität konstruiert. Ja? Die Interviewerin fragt ihn jetzt überhaupt nicht nach Kurdisch, also sie fragt nach den Dialekten, denn es ging überhaupt um Sprache und irgendwann ging es auch um Dialekt. Was denken Sie von Dialekten? Es können auch die türkischen Dialekte gemeint sein. Ja? Ja, weißt du, wie Dialekt ist, sagt er? Dialekt, denk an einen Baum. Also, es ist sowas wie die Äste eines Baumes. Es ist eine Bereicherung. Es ist eine Bereicherung, also Dialekte sollten nicht verboten werden. Das finde ich auch eine wahnsinnig interessante Stelle, denn die türkischen Dialekte waren in der Türkei nie verboten. Also wovon spricht der wieder hier? Ja? Es ist eine ganz implizite Art, über Kurdisch zu sprechen. Also der Mensch sollte die Dialekte nicht verurteilen, die Sprache ist auch wie ein Mensch. Toleranz, es gibt einen großen Bedarf an Toleranz und so weiter. Also lass mich dir Dings sagen, denk an einen Apfelbaum, der gerade Blätter gekriegt hat, so weißfarbene. Also das ist auch wie ein Baum. Wenn du mit der Sprache nicht mit Toleranz begegnest, zum Beispiel sie schlecht machst, wie redest denn du, ja, verbessere deine Sprache, dann ist sie beleidigt. Die Sprache entwickelt sich nicht. Und zum Abschluss eine kurze Passage vom Ende dieses Gesprächs. Wie klar es wird, sagt die Interviewerin, dass Sie solche Dinge selbst erlebt haben, nicht wahr? Und er lacht, ja, du weißt es also, du weißt es, von einem schwierigen Ort sind wir gekommen. Nicht wahr? Ja, ich weiß. Von den Bergen sind wir gekommen, sagt er lachend. Ja, wie soll ich das nicht wissen? Wie sollte ich das nicht wissen? Diese sehr eindrucksvolle
Darstellung einer Biografie und eines Blicks auf die eigene Sprache, die er sehr wohl noch als eigene Sprache versteht, hat mich lange beschäftigt. Das ist eine Darstellung, die sehr implizit, immer nur sehr implizit von Kurdisch oder Sasaki spricht. Die Sprache ist namenlos, er selbst gibt ihr keinen Namen. Es war die Interviewerin, die gefragt hat, sprechen Sie Kurdisch, aber er selbst hat den Namen nie genannt. Die Sprache ist auch im Bildungssystem hochgradig unsichtbar. Und es gibt natürlich diesen Übergang über die 3 Sprachen hin zum Deutschen. Die Sprache ist sehr stark als Symbol während des ganzen Interviews anwesend, aber sie wird nicht genannt. Wir haben noch einen zweiten Typus gehabt unter den Sasaki-Sprechern und das ist die sogenannte Brücke. Das sind Familien, die das Kurdische und das Deutsche zu den Pfeilern ihres Lebens gewählt haben und das Türkische aussparen. Also das Türkische bleibt so ein bisschen als Behelfssprache erhalten, aber sie verwenden es nicht wahnsinnig gern und nicht wahnsinnig viel. Es ist einfach da, man hat es im Repertoire. Das ist ein ganz anderer Typus, ein ganz anderer familiensprachenpolitischer Zugang als der Zwischenhalt. Es ist explizit, also wird benannt, es ist sichtbar, es wird weitergegeben und es ist ein Instrument, nicht ein Symbol. Es ist ein Instrument der Gegenwart. Ich komme zu den, ja, und eins ist noch wichtig, das habe ich vergessen zu sagen, es ist der rechte Typus, der Zwischenhalt, den haben wir ausschließlich bei Minderheitensprachen gefunden. Niemals haben wir den gefunden bei Sprachen wie Serbokroatisch oder Türkisch. Die Brücke hingegen sehr wohl. Damit komme ich zum Abschluss. Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass wir vor allem den Zwischenhalt haben in dieser Sprachgemeinschaft? Das ist offensichtlich etwas, das sich hier verschiebt, denn die Brücke, dieser andere Typus, die Brücke ist sehr selten. Das bedeutet etwas für den Bildungserfolg und zwar deshalb, weil wenn eine Sprache unsichtbar ist im Bildungswesen, dann wird sie auch nicht herangezogen, wenn sie herangezogen werden sollte. Also zum Beispiel Situation, das Kind ist schwach in Deutsch, sozusagen unter Anführungszeichen. Die Schule bietet eine sogenannte muttersprachliche Testung an und diese Muttersprache ist dann Türkisch. Also die Muttersprache wird zugeteilt, ganz einfach, weil man nicht weiß, welche Sprache sonst in der Familie ist. Eine unsichtbare Familiensprache ist auch in der Schule unsichtbar. Ja? Das ist natürlich hochproblematisch, was ist das für eine Testung dann, aber viele Eltern wehren sich da ja auch gar nicht dagegen, weil sie ja selbst diese Sprache sagen, ja, was ist das eigentlich, das hat ja sowieso keinen Wert für mein Kind. Und zweitens ist es wesentlich für den Bildungserfolg, weil man sich vorstellen kann, dass ein Sprachwechsel, das menschliche Gehirn ist imstande, einen Sprachwechsel zu bewältigen. Natürlich, jedes Kind kann das, aber dafür braucht es Zeit. Und wer hat Zeit im Bildungswesen? Also wer kann 2 Generationen warten oder wie kann man seinem Kind Bildungserfolg gewähren, wenn es erst durch 3 Sprachen durchwandern muss? Das heißt, hier wäre es wahnsinnig wichtig für das Bildungswesen, mehr über diese Sprachen im Hintergrund zu wissen. Und drittens, und das ist ein Punkt, der mich auch wirklich am allermeisten interessiert, was bedeuten diese Biografien, die Kenntnis dieser Biografien für den sozialen Zusammenhalt? Ich denke, wir haben hier ein Repertoire an Biografien, an biografischen Erzählungen, an Zugängen, die für ein besseres Verständnis eines multisprachlichen Zusammenlebens wahnsinnig wichtig wären. Menschen, die im Bildungswesen arbeiten, sollten unbedingt eine Kenntnis dieser Biografien besitzen, sodass man in einer Schulklasse, in einer normalen großstädtischen Schulklasse sind alle diese Biografien zusammen. Das heißt, das ist ein ungeheures Potenzial, dass man sich mit diesen völlig verschiedenen historisch entstandenen kollektiven Zugängen auseinandersetzt und gegenseitig verständigt. Stellen Sie sich mal vor, was für ein Potenzial, wenn man voneinander diese Biografien kennen würde. Das ist für mich ein Beitrag, von dem oft gesagt wird, das ist nicht Sprachwissenschaft. Ich denke, das ist das Wichtigste fast, was die Sprachwissenschaft überhaupt beitragen kann. Die Analyse von Biografien, von der Kommunikation miteinander im Bildungswesen zum Beispiel und in einer spätmodernen Gesellschaft. Vielen Dank.